Die Spione, die Josué bis Jericho geschickt hat, haben erzählt, dass die Frau, die sie versteckelt hatte, von der Autorität gesagt hat: Ich weiß, dass der Herr das Land euch gegeben hat, und wir alle haben viel Bang. Wir haben zu wissen gekriegt, dass der Herr das Rote Meer vor euch getrocknet hat, wie der vom Ägypten rausgegangen seid. Euer Gott, der Herr, ist Gott über im Himmel und da hier unten auf der Erde auch. Rett meinen Vater, meine Mutter, mein Bruder und meine Schwester und denen seine Familie. Lass nicht, dass er uns umbringt. Ehe sie abgehauen sind, haben die Spione versprochen, dass er sie und seine Familie retten würde. Wie die Israeliten gekommen sind, waren die Tore von der Stadt Jericho gut zugewischt. Der Herrgott hat ewig der Josué gesagt: Guck, ich sind dir die Stadt von Jericho abgeben, seine König und seine couragöse Soldaten. Jetzt tut der, du und die Israeliten Soldaten, um die Stadt herum marschieren, einmal den Tag, 6 Tage lang mit der Allianzkiste. Am 7. Tag tust du und deine Soldaten 7 Mal um die Stadt herum marschieren und die Priester blosen in die Trompete. Wenn die Priester einen langen Ton geben, tut das ganze Volk ganz hart anfangen zu schreien. Dann tut die große Mauer von der Stadt umfallen. Dann tut jeder eine richtig auf die Stadt vorgehen. Da hat das Volk jeden Tag gemacht, wie der Herrgott geschickt hat. Am 7. Tag sind sie vor dem Tag aufgestiegen und sind um die Stadt herum marschiert. 7 Mal im selben Tag. Ewig die 7. Gang, wie die Priester gerade die Trompete geblasen haben, hat Josué ewig das Volk gesagt: Jetzt schreit, der Herrgott ist euch die Stadt Jericho abgegeben. So war der Herrgott mit Josué, und um Josué seinen Namen hat sich verbreitet, ewig denn sein ganzes Land. Und die Israeliten haben viel gut Dings gemacht, weil sie das Land gekriegt haben.